Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wunderbar, wir haben dann doch noch gewonnen letzten Endes und werden nach diesem Spieltag zumindest auf Platz 2 verweilen. Ja, liebe Freunde, das ist eher so ein Spiel, wo ich oberflächlich drüber reden kann. Ich musste leider am Samstag arbeiten. Zum Glück das allerletzte Mal, hoffentlich das allerletzte Mal für immer und ewig, weil meinen neuen Job, den ich dann am 3. Februar beginne, da gibt es keine Wochenendarbeit. Da gilt es jetzt nur noch die Probezeit zu bestehen und ja, ich kann nur sagen, die letzten Tage in meinem aktuellen Job, die sind trotz allem nicht besonders gut gewesen und es bestätigt mich in meiner Entscheidung. Das heißt, dann unter der Woche Gas geben, schön sich konzentrieren und dafür sorgen, dass auch in Sachen Content hier demnächst etwas mehr akribisch gearbeitet wird, sage ich mal an der Stelle. Ich erhoffe es mir. Ich will es euch nicht versprechen, aber ich erhoffe es mir. Natürlich konnte ich dann auf der Arbeit überhaupt gar nichts verfolgen, weder FC-Radio oder sonstiges. Mal kurz zwischendurch in unserer WhatsApp-Gruppe, in der wir FC-Nerds, die hier in der Beschreibung verlinkt sind, alle miteinander kommunizieren und uns dort gegenseitig auch helfen. Da konnte ich ein bisschen mehr oder weniger mal zwischendurch verfolgen, was sich gerade so tut. Aber alles andere war dann nicht möglich. Aber immerhin konnte ich hinterher noch die Sportschau gucken. Und anhand dessen wird nochmal kurz über das Spiel gesprochen. Anhand der Schilderung in der Sportschau, wie auch der Schilderung in unserer WhatsApp-Gruppe und was der ein oder andere Zuschauer mir zugeschickt hat an Meinungen. Gut, also wie schon gesagt, ich konnte das Spiel leider Gottes nicht live sehen, da ich ein allerletztes Mal samstags arbeiten musste, bevor es dann am 3. Februar mit meinem neuen Job losgeht. Meine Perspektive auf das Spiel basiert daher nur auf auf der Zusammenfassung in der Sportschau und den Eindrücken aus unserer WhatsApp-Gruppe. Anhand dessen hier meine Einschätzung. Der FC hat endlich den ersten Sieg des Jahres eingefahren. Mit einem knappen 1:0 setzen wir uns gegen die SV Elversberg durch, dank eines späten Treffers von Dejan Ljubicic. Doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Unser Winterneuzugang Joel Schmid feierte sein Debüt und stand zusammen mit Hübers und Heinz in der Dreierkette. Keins rückte in die Startelf, während Hüseyin Bashic und Waldschmidt fehlten. Lemperle saß nach seiner Verletzung erstmals wieder auf der Bank. In den ersten Minuten haben wir Elversberg ordentlich unter Druck gesetzt, leider erfolglos. Aber Ljubicic hatte direkt eine gute Chance. Danach wurde es aber zäh. Die Gäste übernahmen mehr Ballbesitz, kamen vor allem durch Standards zu Möglichkeiten und waren das gefährlichere Team. Marvin Schwäbe hielt uns mehrmals im Spiel und unsere Offensive fand kaum Lösungen. Leider Gottes hat man gesehen, dass da auch Downs jetzt nicht besonders viel abgerissen hat, aber gab ein paar Situationen wahrscheinlich, wo der ein oder andere das anders sieht. Ich bin ja kein Kritiker von Damien Downs, weiß ja auch Bescheid, dass sich auch italienische Vereine mittlerweile für ihn interessieren, aber ja, ich erhoffe mir trotzdem jetzt noch ein bisschen mehr, weil ja, das Thema Stürmersuche können wir dann am Ende der Sendung nochmal kurz aufgreifen. Ebenfalls nach der Halbzeit wurde es noch brenzliger. Elversberg traf den Pfosten, ein Tor der Gäste wurde wegen Abseits aberkannt. Und dann dachten wir hätten endlich getroffen. Doch Linton Meiners Treffer wurde zurückgenommen. Ein Foul im Vorfeld, bei dem sich die Geister scheiden. Einige Zuschauer hatten dazu eine andere Sichtweise und meldeten sich entsprechend. Ich kann dazu allerdings wenig sagen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr diese Szene in der Sportschau angesehen. Ich weiß nicht, wie es im Stadion aussah und wie der Schiedsrichter das auf dem Bildschirm dann gesehen hat. Die ein oder anderen in unserer WhatsApp-Gruppe sagen, das muss man nicht unbedingt als Foul zählen. Gut, am Ende brachte uns ein Moment die Erlösung. Der Ljubicic schlänzt den Ball aus zweiter Reihe präzise ins rechte Eck und dieser Treffer reichte für unseren Sieg. Die Gäste kamen danach nicht mehr zurück und kassierten stattdessen noch eine gelb-rote Karte. Mein Fazit: Statt Begeisterung überwiegt die Erleichterung. Es war kein glanzvoller, aber ein wichtiger Sieg. Am kommenden Samstag gegen Braunschweig oder in Braunschweig muss sich die Mannschaft allerdings deutlich steigern. Ja, ganz ehrlich, liebe Freunde, wir müssen uns steigern, weil, wie gesagt, jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir aufsteigen oder wollen wir
ich sag mal so, das, was ich als Minimalziel auserkoren habe als Fan, den Klassenerhalt nur schaffen. Nur noch 2 Siege bis zum Klassenerhalt. Ich habe gesagt, danach wird hier auf jeden Fall ein bisschen Partystimmung verbreitet, weil erinnern wir uns daran, was gesagt wurde von den einen oder anderen, als wir die Kasssperre erhielten. Da hieß es ja, wir werden jetzt durchgereicht. Ich selber hatte da, obwohl ich mehr oder weniger so ein, ich nenne das mal Zweckspessimist bin. Ich sag immer, ja, geh mal besser vorsichtshalber vom Schlimmsten aus und damit das Schönste und das Positivste dich dann auch auf eine geile Art und Weise überrascht. Da hat er aber auch sogar ich gesagt, meine Güte, Leute, die ein oder anderen Vereine arbeiten auch mit ihrem Nachwuchs. Das muss nicht heißen, dass wir jetzt hier irgendwie auch noch aus der zweiten Liga absteigen. Und deswegen, ja, wenn wir dann diese fehlenden 6 Punkte, die uns dann die 40 Punkte erbringen, dann erreicht haben, sage ich auch, meine Güte, die Saison ist dann auf jeden Fall mit einem Minimalziel abgeschlossen, auf eine positive Art und Weise. Und dann, ja, sagen wir es mal so, ich hoffe, dass dann ein bisschen mein Gemüt besänftigt ist, weil mit dem Thema Aufstieg, sage ich, haben wir zu tun. Ich gehe aber trotzdem ein bisschen vorsichtig damit um. Ja, am Abend habe ich mir dann noch das Spiel vom HSV in Berlin angesehen. Ist natürlich nicht zu unseren Gunsten verlaufen, zumindest wenn es um Platz 1 geht, aber aufgrund der Ergebnisse der gegnerischen Mannschaften auf den anderen Plätzen verweilen wir dann nach diesem Spieltag mindestens im Aufstiegsbereich. Wie gesagt, wenn das am Ende der Saison so aussieht, mir ist es egal, ob ich jetzt hier eine Zweitligameisterschaft, so eine Radkappe da gewinne. Das ist doch scheißegal, hat vor vielen Jahren auch keinen interessiert. Irgendwann hat der DFB oder die DFL diesen Schwachsinn eingeführt, damit du am Ende des Zweitliga-Saisonschlusses da irgendwas zu feiern hast. Keine Ahnung, also ganz ehrlich, gab ja auch irgendwie keinen Rathausempfang beim letzten Mal. Also von daher juckt mich jetzt auch nicht, ob wir diese Radkappe da gewinnen. Hauptsache, wir schaffen das Maximalziel. Gut, Thema Stürmer. Also, jetzt zu diesem Zeitpunkt interessieren wir uns wohl für einen bosnischen Stürmer, der aktuell bei Wisław Łódź in Polen spielt. Das ist Imad Rondic. Ich selber habe nur wenig bisher Notiz von ihm genommen. Ich weiß nur, in Bosnien hat er nur in den Jugendabteilungen gespielt, aber es muss nichts heißen. Danach ging es dann halt nach Tschechien, in die Slowakei und dann halt jetzt nach Polen. Das ist die aktuelle Karriere von ihm. 9 Tore hat er aktuell erzielt in Polen und 2 Vorlagen. Ja, ich habe ja gesagt, wir sollten uns auch nach osteuropäischen Spielern umsehen und das scheint jetzt vielleicht eventuell erhöht worden zu sein. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus. Marktwert aktuell irgendwas mit 850.000. Für 1 Million könnten wir ihn verpflichten. Dann kommt noch hinzu, dass wir eventuell in den finalen Verhandlungen aufgrund des möglichen Transfers von Jonas Urbik zu Bayern München stehen. Und naja, das könnten wir uns schon leisten. Nur jetzt weiß ich nicht, inwiefern er uns direkt verstärken wird. Ich weiß nur, das soll jetzt nicht heißen, dass Damien Downs keine Rolle mehr spielen soll bei uns. Ich sag nur, ein weiterer starker Torjäger könnte ihn vielleicht motivieren, sich nochmal ein bisschen mehr anzustrengen, sagen wir es mal so. Vielleicht nochmal eine weitere Leistungsexplosion an den Tag zu legen. Es kann manchmal sein, manchmal brauchst du auch so einen im Hinterkopf, wo du sagst, ey, wenn der jetzt hier abreißt, im Gegensatz zu mir, dann bin ich hier raus. Deswegen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und natürlich auch in Sachen Einwechslungen, dann haben wir noch eine verdammt gute Option, haben wir entweder, je nachdem, wer sich jetzt im Stamm durchsetzen wird, entweder Rondic oder halt Downs auf der Bank. Strategisch, ich wollte eigentlich was zu ihm sagen, waren ein paar Gags schon vorbereitet, als ich gehört habe, dass er die letzten 2 Minuten eingewechselt wurde, aber da meint schon Taubi in der Gruppe zu mir, nein, komm, lass gut sein, lass den mal jetzt, ne? Die 2 Minuten, das rechtfertigt jetzt nicht, sich über ihn lustig zu machen. Ja, wenn Taubi das schon sagt, dann hat das Hand und Fuß. Ich sag ja dann auch letzten Endes, nur weil du ein Bein gestreichelt hast, heißt es noch lange nicht, dass du an der Orgie teilgenommen hast. Na gut, und deswegen lassen wir Tigges mal in Ruhe. Hoffen wir, dass wir tatsächlich jetzt mal einen Stürmer verpflichten, dass dieser Stürmer uns direkt auch weiterhilft. Klingt ganz gut. Wobei der Däne ein bisschen agiler war, für den wir uns da interessiert haben. Aber das wird auch nichts. Und dann gucken wir mal, was sich die nächsten Tage tut. Ja, beim nächsten Mal stehe ich im Endspurt. Oder befinde ich mich im Endspurt bezüglich meines vorherigen Jobs.
Verraten, was ich vorher gemacht habe, werde ich erst, wenn die Probezeit im neuen Job vorbei ist, weil man weiß ja nie, ob ich da wieder angetanzt kommen muss und dergleichen. Die haben gesagt, die Tür ist offen, deswegen will ich mal ein bisschen hier die Klappe halten bezüglich meines alten Jobs und Arbeitgebers. Ich bin nur erleichtert, weil war schon wieder anstrengend die Tage und ich hoffe dann in Zukunft geht es hier weiter mit deutlich besserer Vorbereitung. Und ja, das war es dann auch erstmal für dieses Wochenende. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns doch wiedersehen.